Das Video letzte Woche habe ich am Samstag beendet. Das Video von dieser Woche fange ich am Sonntag an. Und das noch im Pischi. Ist dir das klar? Ich trage Pischi. Aber weißt du was? Unser Paradies ist momentan meins allein. Und ich will es gerne mit dir teilen. So wie du jetzt da bist, danke ich dir und sage Hoi! Willkommen in der Ersta. You can do anything you want. Haha! Permakultur im Wunderland. Realitäts-TV. Hast du noch... Ja, was will ich sagen? Nein, Gedichte. Mit dem Dichten habe ich es letzte Woche aufgehört. Mit dieser Woche tue ich es einfach anfangen mit Heu sagen. Weil es ist so schön. Kommst du immer wieder vorbei. Schön bist du da. Alles klar. Bald bin ich an der Bar. Wuhu! Hoi zusammen. When it's good for you and good for everyone. Well, there's no need to wait, just activate. Do what you can with what you've got. So, Sonntagabend. Der Frankie und die Weiber sind noch draussen. Machen wir einen kleinen Umweg. Bonnie, komm, wir gehen laufen. Hopp. Also ich bin noch gleichzeitig gewesen, also jetzt noch ein Video schauen von letzter Woche. Und ja, ich muss aufhören, so viel fluchen. Weil wirklich, wie im Waldspatz bin ich am Fluchen, gell? Ei. Nein, ich sage ja auch, dass es mir gut geht, wirklich. Frankie, geh jetzt rein. Oh, Bam. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt, weißt? Die Videos sind auch in der Zwischenzeit nur für mich auch wichtig, um eben reflektieren und immer wieder sehen, was du läuft und machst. Geh mal zu. Du kannst sie nicht schauen. Das interessiert dich wahrscheinlich auch weniger. Du bist ja viel zu beschäftigt mit sie, gell? Aber eben. Und jetzt zum Beispiel eben merke ich gerade, ich muss ein bisschen weniger fluchen, weil man könnte ja meinen, ich sage ein Grimmsgrammiger. Das bin ich ja gar nicht, wirklich. Und heute ist ja Sonntag. Heute bin ich da mal ganz oben bei der Chef. Und wir haben weitergeweidet. Jetzt sind sie auf einer Weide, wo sie wirklich noch nie sind. Und ich bin so gespannt, weil es ist richtig so dicht dort. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar 3 Tage anhebt. Ich muss noch schauen, weil ja natürlich jeden Tag raufgeht. Ich habe heute noch einen Auftrag bekommen, für eine Dame Bäume pflanzen. Weil sie gefunden hat, es ist Herbst und im Herbst setzt man eben gute Bäume. Und sie würde gerne, dass ich das für sie mache. Sehr gerne, danke vielmals. Also ich nehme wirklich auch, falls du auch etwas hast, permakulturtechnisch, oder wo ich dir helfen kann, gerne melden. Ich komme gerne helfen. Vor allem jetzt im Winter bin ich flexibler. Ich glaube nächste Woche oder übernächste Woche gehe ich den Patrick etwas helfen. Nicht nur er kommt mir helfen, ich gehe ihm helfen. Aber gerne komme ich auch sonst Bäume helfen oder pflanzen oder designen, wenn du, oder unterrichten. Okay? Dann habe ich heute Nachmittag einen Besuch bekommen von der Hanna. Das war schön. Und dann habe ich noch einen Besuch bekommen von einer meiner Lieblingsrockstars, von Maggis. Maggis und Caroline sind gekommen. Ich freue da immer Freude, wenn die kommen. Und bei Maggis geht es auch weiter. Hey, und demnächst hat er mir gesagt, spielt er mit dem Jöns und mit dem Dave zusammen. Gehen sie machen sie eine kleine Tour. Und alle 3 sind begnadete Musiker. Und herrlich in Britannien. Und die spielen zusammen. Herrlich. Ich freue mich so richtig. Und es war überhaupt schön, dass sie... Oh, schau mal, da hat jemand eine Tafel abgerissen. Schau mal. Ich weiss sogar jetzt, wenn ich es gerade so anlange, weiss ich auch, wer das abgerissen hat. Ach, Herre.
Bleibt doch im Büro. Nein, also wirklich. Ist das schade. Die Tafel ist nämlich da, um die Leute sagen, willkommen heißen. You can be anything you want. Also, es lässt sich nicht flicken. Ich glaube, es wird Zeit, um eine neue Tafel zu machen. Ja, mal schauen. Also, es ist etwas neu auf der Checkliste, To-Do-Liste. Eine neue Tafel drucken lassen, schreiben lassen, produzieren lassen. Aber ich glaube, das Mal mache ich etwas Richtiges, nicht einfach ein laminiertes Papier. Preis nicht aufhören! Tu noch ein bisschen. Die sind sich gerade über am Wälzen. Immer, ich habe wie letzte Woche schon gesagt, immer wenn etwas Lässiges filmen bei den Tieren, hören sie gerade wieder auf. Ei. Kommst du Heu sagen, Monsun? Kommst du ein bisschen schmusen? And you is who you is. Playing your own part. Well, it's alright to listen to suggestions, but just be who you are. Aber ja, wie gesagt, in dieser Woche nehme ich mich ganz fest vor, nicht zu fluchen. 'Cause it's gonna be right. It's gonna be right. Put your mind to what you want. Write it down every night. 'Cause it's gonna be right. When the time is right. Well, you can't go wrong when it's right. And you can have anything you want. Ich muss mal schauen und warten auf den Frankie zum Feierabend machen. Habe ich gedacht, hey, weißt du was? Das sieht schon ein bisschen puffig aus da umeinander. Wieder aufräumen. Ja, es ist wieder Zeit zum Anfangen zu arbeiten und aufräumen. Recht lang draussen noch. Es ist ja fast schon dunkel. Am Schauen gsi, warten auf den Frankie und die Dame. Und eins ist klar. Ich habe einiges gesehen, was weitergeht. Ich habe ja auf meinem Plan, den ich da gezeichnet habe, ist da ja ein Gemüsebeet gewesen. Das ist ja jetzt noch ist schmal. Und ich habe ja Säcke, die gefüllt werden sind. Das heisst, da wird ausgraben. Da bei Bar muss ja ausgraben werden. Beim Boosmuse, also beim Nashville mehr gesagt, Boosmuse. Also ich könnte davon ausgehen, also ich gehe davon aus, dass ich jetzt wieder anfange mehr zu arbeiten wieder. Geschrieben habe ich, was zu schreiben ist. Mal schauen, vielleicht wünschen sie noch mehr zu schreiben. Aber jetzt ist Feierabend. Zum Nacht gibt es Spaghetti. Kann ich gerne. Ich kann nicht viel falsch machen. Also, man kann nicht viel falsch machen, wenn man mir Spaghetti serviert. Butter, Käse. Fertig, langt wirklich. Kann ich gerne. So einfach bin ich gestrickt. Auf jeden Fall. Ja, sehe ich, wie es weitergeht. When you realize the best things ain't things at all. Das Wetter schlägt um. Unsere schlafende Reis hat sich auch schon die Decke anfangen über sich zu legen. Es ist Montagmorgen. Ich mache mir heute keine Sorgen wegen dem wechselnden Wetter. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt los. Der Herbst ist definitiv da. Das heisst für mich ganz klar, heute Morgen fange ich an mit Gärten machen. Ich muss anfangen, die Werkzeuge versorgen natürlich. Das heisst, ich muss auch noch kurz den Chef auf den Strimmer versorgen wahrscheinlich. Ich habe gestern noch abgemacht mit dem Krigi. Wisst ihr noch den Krigi, wo ich bei Roggen ernte? Mit der einen. Genau. Da sind wir Roggen ernten. Da habe ich gestern mit ihm abgemacht, dass ich morgen Roggen hole bei ihm. Damit ich die Gärten noch anpflanzen kann. Unbedingt. Wichtig, vor allem wenn jetzt der Regen kommt. Jetzt, ich bin ja schon fast, also nicht spät, aber ich bin schon sehr knapp. Schon ein bisschen gegen den Schluss der AC-Saison. Genau. Während ich hier so viele Gärten wie möglich
so viele Terrassen wie möglich mit Roggen anpflanzen. Das ist der Plan. Aber das sehen wir noch, wie das passiert die Woche noch. Jetzt muss ich aber weitermachen, weil zuerst müssen alle Tiere versorgt werden natürlich. Das ist noch wichtig. Oh, da sind die Säcke runtergefallen, das heisst Stacheldraht ist frei. Muss ich einrichten. Der stachelfreie Stacheldraht kann man nicht so sein lassen. Ja, so viel zu tun. Das lässt mich nicht ruhen. Aber das ist schon gut, machen wir das. And what you have improves with gratitude. So just love what you've got. So, Ankersees Terrasse ist das schon ziemlich nicht schlecht gemacht. Da im Design kommt ja da innen ein grosser Wassertank rein. Betonierter Wassertank im Design. Also im Design, im Plan, wo das ganze Regenwasser vom oberen Haus auffangen und füllen, damit ich dann da für die Terrassen, aber vor allem für die Tiere ganz viel Wasser habe. Jetzt der Ankersees Terrasse zieht sich ja durch. Oder theoretisch, da die Steine, das kann ich, die Stege, das alles kann man noch ändern, möchte ich noch ändern. Vielleicht aber da die Stege lassen für den Wassertank, das ist noch nicht ganz klar. Plus ich brauche zum Dachabbau und all die Steine, die ich tue, kann ich da auch gerade eine Rampe. Also da mache ich jetzt gerade noch nichts. Aber die Terrasse da, wie da auf dem Plan, wird auch ein Gemüse. Also im Moment habe ich Doppelnibur. Es könnte auch sein, dass es Doppelnibur bleibt. Oder einfach auf jeden Fall eine Mischung. Muss jetzt breiter werden. Gleichzeitig kann ich ja Säcke füllen. Oder? Weil ich brauche noch mehr Säcke für das Bausmus. Also, ist jetzt definitiv das Ziel vom Tag, das ganz sicher nochmals breiter machen. Sicher etwa so. So breit wie da der Wermut ist. Genau. Man sieht so richtig da, das Stück, das flächer ist, wo der Kontur ist. Das wird ich jetzt noch rausschneiden auf dieser Höhe unten. Das gibt natürlich ganz viel Säcke. In der Zwischenzeit gibt es noch Futter für die Tiere. Und ja, ich habe gesehen, wie es windet. Das Wetter schlägt um. Ich hätte mehr früher. Ich hätte wollen. Zum Glück habe ich jetzt eine Kelle, also eine Schaufel und einen Spaten und tue jetzt den Garten vergrößern. So ist es. Beide Gitterkörbe zum Säcke füllen. Und ja, jetzt kann ich gehen. Jetzt kann ich gehen Säcke füllen. So ist es. Was hat das Ganze mit Permakultur zu tun? Also, ganz viel. Also schaut mal, da hinten auf dem Weg kann ich einfach, weil kein Wandern durchlaufen heute, kann ich einfach das ganze Grüne, das ich ausgrabe, hier anschmeißen. Zuerst ausschütteln. Das Grüne kann ich gerade nachher zu den Hasen rein tun. Das, was ich ausschüttle, die Erde, die liegen bleibt, tut den Weg ein bisschen besser machen. Und den Ränder dekorieren. Kompost. Ja, auf jeden Fall. Stein, den ich ausgrabe, habe ich nachher ein neues Baumaterial. Die Erde, die ich jetzt lockere, fülle ich in den Säck, um nachher den Stall zu bauen. Und ja, es gibt einen neuen Garten. Und jeder tut erwarten, dass Permakultur Garten heisst. Nein, auf jeden Fall, es sind die verschiedenen Schritte, weil miteinander gleichzeitig tue ich mit jedem Schritt mehrere Sachen gleichzeitig erledigen. Und lohnt sich der Energieaufwand. Das ist Permakultur. Ja, zum Nah-Sein ist ganz klar Permakultur. Und. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Es ist einfach eine Philosophie, die alles ganz easy macht für mich. Einfach zum so sein, wie ich darf sein. Ich meine, die haben jetzt ein riesen Buffet. Mehr als die je brauchen können. Und das Gute ist, das, was einfach liegen bleibt, ist dann schon wie vordüngert. Und man kann sich mischen mit dem Scheiße, der rumliegt. Und dann rausmischen. Und dann geht es direkt in den Kompost. Und schon ist es verarbeitet. Seht ihr, was ich meine? Permakultur. Es hat früher angefangen zu regnen, als ich gedacht habe. Währenddessen, dass ich im Kaffee war, um zu mögeln, hat es angefangen zu regnen. Scheiße. Oh, ich habe ja gesagt, ich fluche nicht so viel. Scheibe. Luis, Monson, wenn ihr rein?
Ja, das heisst, ich muss jetzt unbedingt zu den Schäfen rauf, nicht wegen der Schäfchen, die vertragen den Regen schon. Aber mein Trimmer liegt noch draussen. Der muss ich in den Stall tun, dort oben. Weil, ja, der Trimmer sollte nicht unbedingt gerade so nass werden. Breeze, Monsoon, wenn ihr in den Stall. Kommt, komm, Breeze, komm, Monsoon, Monsoon, ciao, komm, kommt. Ich warte auf euch. So, die zwei können jetzt in den Stall. You can grow anything you want. Und natürlich, das Erste, was Breeze macht, ist schauen, ob sie bei den Hühnern Essen findet. If it feeds your soul and anything beyond. Also, jetzt bin ich da mit dem Stream auf dem Rücken. Pressiert. Ja, der Streamer muss jetzt in den Stall. Das Wasser kann ich natürlich auch nicht anfüllen, wenn ich gerade da bin. Weil es ist alles beieinander. Da im Wunderland. Ja, jetzt bin ich gespannt auf, wie es aussieht auf dieser Weide. Mit der ganzen Fresserei, wie es weiter vorwärts gekommen sind. Also ich habe jetzt entschieden, wenn ich schon da oben bin und das Trimmer gerade anhabe, tue ich gerade den nächsten Feldstrimmer für morgen. Weil mehr als 2 Tage gibt es gleich nicht, auch wenn es so dicht ist. Sie haben jetzt das genossen und es ist gleich nicht 3 Tage. Darum, wenn ich schon da bin, tue ich das nächste Feld ein bisschen Strimmer vorbereiten, wenn ich schon eben alles in der Hand habe. Kann ja nicht schaden. Ist egal, was für Wetter ist, morgen komme ich schneller vorwärts. Well, you'll have way more if you share it round. So give it everything you've got. So, Schach sind erledigt. Das Feld für morgen ist gestrimmert. Habe ich natürlich nicht aufgestellt. Weil, ja, das kann ich ja morgen machen, weil das Wetter sagt, morgen nur bewölkt und nicht trocken. Nur bewölkt und nicht nass. Jetzt tue ich hier im Regen noch zum Beispiel den Pizzaofen abdecken. Ja, es sind Haufen Sachen, die man schon lange hätte machen können. Ja, ich weiss schon. Aber ja, hast du ja gesehen, ich habe anders gemacht. Und dann tue ich jetzt noch ein paar Bänke zusammenlegen und aus dem Regen bewegen. Und ja, ich meine, ja klar, ich könnte einfach reingehen. Aber wie gesagt, ich will noch schön werden. And it's gonna be right. Vor allem ist der Regen nicht daneben. Es tut den Garten gießen. Und die Wurzeln tun es richtig fest geniessen. It's gonna be right. Jetzt ist das einfach geräumt. Put your mind to what you want. Write it down every. So, jetzt ist es nass. Es hat ja geregnet, das haben die ja mitbekommen. Also ist es ein bisschen schwerer, aber nichtsdestotrotz, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Und vom Wetterbericht her, es hat erst am Mittwoch weiter regnen, also kann ich weiter graben. Und ja, ob es jetzt nass in den Sack hineingeht oder ja, auf jeden Fall, man kann weitermachen. Also mache ich weiter. Breeze und Monsoon wird es langsam langweilig, wieder im Stall. Sie sind am Hühner plagen. Und ja, da müssen sie halt wieder raus. Kommt raus jetzt, die zwei, kommt! Kann nicht sein, dass ihr Hühner plagt. Ihr seid viel zu gross. Vor allem du, Breeze. Ja, du Plagengeist. Komm, Breeze, komm. Komm raus, komm. Komm, Breeze. Cause it's gonna be right. When the time Breeze, is raus. right. Die Hühner bleiben drin. When it's right. Hopp, hopp, hopp. Komm, Breeze, komm. Monsoon, komm. Wie so oft tauchen grosse Steine auf. Hier in Dresden. Da und da und da. Die sind alle so ein bisschen in der Reihe. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, hat es da eine alte Mauer oder sind die nur von dieser Mauer oben runtergefallen?
Ja, weil da weiss ich noch, kann ich mich mal erinnern, hat es einen grossen gehabt, aber nur einen grossen. Und den Rest haben wir ausgraben, dort mal mit dem Matteo. Aber ja, jetzt muss ich halt weitergraben und weiter schauen, weil vielleicht hat es da eine alte Mauer, die muss bleiben. Und einfach bis der Mauer runtergraben oder ich weiß es nicht, wirklich nicht. Aber es ist so, es ist einfach so. Es ist, und wenn du wirklich schaust, es ist fast eine Reihe. Ja, dort eine, da eine, da eine, da eine. Und eben Permakultur heisst ja beobachten. Und so Sachen, Beobachtung sehe ich, es ist ja schon fast ein Muster, wie es in einer Reihe ist. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Zum Glück füllen wir die Säcke, weil dann sieht man, dass es weitergeht. Cause it's gonna be right when the time is right. Well, you can't go wrong when it's right. Es ist schwer zu erkennen, ob es eine Mauer ist, auch von da oben. Aber es hat Steine und es geht weiter. Und ich komme tiefer. Vielleicht ist es auch noch Schrott, wer weiß. Wer weiß, was es ist. Aber wir machen weiter, weil ich muss es ja umändern. Wenn es eine Mauer ist, muss es geflickt werden, muss es ausgegraben werden, weil ich will ja da unten ein Beet. Ich will da unten Gemüse und Blumen und was auch immer. Einfach mehr, als dass es jetzt ist. Der Tag sieht es irgendwie noch ganz anders aus. Aber ja, es geht weiter. Baro, kommst du auch mitgraben? Ja, Bonnie, du auch mitgraben, gell? Oh, Bonnie. Oh ja, bist eifersüchtig, gell? Also, ich würde schon gerne wissen, was mit diesen Steinen ist. Ob das zufällig ist oder ob es eine Mauer ist. Aber ja, es geht vorwärts und irgendwie habe ich das Gefühl, doch nicht. Warte schnell, einen anderen Blickwinkel. Eben, es geht vorwärts und irgendwie doch nicht. Und ja, einfach, ich mache jetzt einfach mal weiter, bis ich das Gefühl habe, die Hühner gehen ins Bett, bis es nicht mehr geht. Ich könnte schon lange aufhören. Spannend ist es nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ich weiss ja, wieso es machen, wie Bonnie. Wir wollen da Gemüse haben, gell? Das soll wirklich ein schöner Garten werden. Und ich denke, von der Steile her und hinten da die Mauer, wird es wahrscheinlich dann doch irgendwie eine Mauer geben, wenn es nicht schon eine Mauer hat. So schwer zu sagen. Aus der Erfahrung heraus. Aber ja, ich mache jetzt einfach immer weiter. Ab und zu mal etwas anderes. Mal Säck, einmal da weitergraben, einmal Zeug rausrühren. Und ja, in der Zwischenzeit beobachte ich natürlich auch die Esel. Die haben einen Weg gefunden zum hinter den Haaren kommen. Von oben runter sind sie natürlich gekommen. Das heisst, ich muss dort oben sicher noch zumachen. Aber es ist schon gut, die sollen jetzt noch fressen. Weil eben den nächsten Tag wird dort Rücken angepflanzt. Also ist es schon gut, wenn sie jetzt ein bisschen durchlaufen. Sie sind ja sicher auch Dünger. Sie fressen alles ein bisschen raus jetzt, was zum Rausfressen ist. Das ist schon gut, jetzt geht. Aber eben, mental noch dort, hinten müssen wir unbedingt zumachen. Also wenn ich sage mir, ist es, weil ich einfach weiss, eines Tages werden wir 11 Leute da oben sein. Darum sage ich mir, weil eben mir. Und der Drehstab ist ja nicht meins, per se. Und für mich allein. Und es soll auch, wenn es jetzt wie es auch immer weitergeht, es soll, von mir aus soll es eine Stiftung werden. Mit dem Zweck, Essen zu produzieren, Ausgang, also Erholung zu bieten und vor allem unterrichten auch als Bildung, also, aber vor allem der Hauptgrund soll eine Nahrung erzeugen sein für die ganze Welt. Das natürlich nicht für die Umgebung. Aber ja, darum sind wir ja jetzt am Gemüsebeet bauen. Colin, hör mal auf schwätzen, zurück zum Arbeiten. People say I'm a fun guy. Also ich bin ja fortlaufend das am rausschneiden, jetzt da zum Beispiel, oder? Und das eine tue ich da wirklich runter, die Wurzeln, Ballen und so, das Feine vor allem. Und das ist sozusagen, ist natürlich, wenn es technisch sehen, nicht Job, weil ich bin ja nicht am Schneiden, aber ich bin am rausgraben.
Und es liegt jetzt hier unten zum Düngern und noch mehr drauf liegen. Ja, es gibt ein grösseres Bett. Und es geht etwa bis dahin. So, an der Ecke. Was da natürlich auch ein klares Beispiel ist, da der Kante, also der Kante zwischen den beiden Flächen ist dort, wo am meisten wächst. Es ist schon noch einiges Material. Aber da ist ja gerade mit den Wurzeln und der Erde gerade zu den Hasen reinrühren. Kann ja das sein, dass das noch weiterlebt, noch ein Zeitchen. Faro, was machst du dort drinnen schon wieder mal? Ja, kann es ja sein, dass das Zeug weiterlebt und deswegen so wie eine Essensbank wird. Wer weiß, vielleicht essen sie es nicht so schnell. Und deswegen ist es wie so Vorrat gespeichert, wer weiß. Ist mal ein Versuch wert, samt alles drum und dran reinzurühren. Und wenn es vergeht es ja noch. Jetzt halt mehr zum Putzen, dann, wenn es darum geht, nächstes Mal misten. Und das ist doch auch gut. Weil ja, Kompost muss es werden. Also Humus. Das Ziel ist schon Humus aufbauen. But that's more than what I am. Well, you can call me fungus. Come underground to my pad to jam. Guten Morgen. Es ist also Dienstagmorgen. Und der Wetterbericht sagt heute doch eben. Gestern habe ich ja schon vorgestreamt, also tue ich heute den Chef umweiden, definitiv. Das heisst, ich gehe als nächstes den Zaun aufstellen, sobald ich meinen Kaffee fertig getrunken habe. Und dann, wenn ich schon oben bin, laufe ich auf die Pitch über mit der Bonnie, damit wir wieder mal einen Ausflug haben, wieder mal eben geübt haben. Und dann komme ich wieder via Tal wieder zurück, gehe posten, übe noch mehr mit der Bonnie. Ich nehme Bonnie überall mit jetzt, wie gesagt, das habe ich gesagt. Jetzt, heute Morgen bin ich mit der Lena geschrieben, weil sie ist mega talentierte Fotografin, habe ich gesehen. Sie hat etwas geliked. Ich bin ja viel im Teilen momentan im Insta und im Facebook und im YouTube Shorts. Ja. Und danke vielmals, dass du Spaß da hast zum Zuschauen, Lena. Du schätzt meine Authentizität. Ja, heute Morgen, wieso? Was erzähle ich da überhaupt die ganze Zeit? Heute Morgen bin ich aufgewacht nach einem Albtraum. Und in einem Albtraum ist einer gekommen, der den Dresden kaufen wollte, aber nicht von mir initiiert. Ich habe ihn dann zum Teufel gejagt. Ja. Es war ein Angstraum. Also, ja. Und Bonnie ist meine Heilerin, ist gerade gekommen. Du musst keine Angst haben, hat gekuschelt und so. Danke vielmals, Bonnie. Ja. Ich erzähle immer, ich habe wirklich Vertrauen in Gott und im Universum, aber zwischendurch bin ich auch menschlich und habe Angst, dass ich alles verliere, weil ich alles reingesteckt habe. Gestern Abend hatte ich noch ein gutes Telefon mit der Manuela von Hof Margot, übrigens Hof Morgenrot, ich sage es immer falsch. Eine ganz talentierte, passionierte Permakulturlehrerin. Wirklich macht super. Erreicht sehr viele Leute, macht gute Arbeit und sie und ihre Mann, die haben einen schönen Hof, einen Kleinhof und sehr Permakultur, sehr produktiv. Genau. Wir haben aber über Gott und über das Vertrauen und über das Glauben geredet. Und ich wollte heute Morgen erzählen, wieso ich so im Vertrauen bin. Weil bisher hat mir das Universum, ich habe vor 4 Jahren gefragt, das Universum war ein Teil der Lösung gewesen. Und er hat es uns zu Dresden gebracht. Und bisher hat es mir ja keine anderen Gründe wie Taten. Taten statt Wörter sind ja das Wichtigste. Ganz am Anfang, da wo wir hingekommen sind ins Wallis, sind 2 Herren an der Bar gesessen und haben mir erzählt, hey Colin, kannst du erzählen, was du willst? Und ich erzähle ja, was ich will, die ganze Zeit, jede Woche von Neuem. Aber es sind Taten, die darauf ankommen. Und so ist es. Bis jetzt bin ich noch nie... Ich habe mich selber enttäuscht, schon viel, und ich habe viele Fehler gemacht. Aber
ja, was darauf angekommen ist, hat das Universum immer gut für uns geschaut hier in Dresden. Darum habe ich jetzt im Moment Vertrauen. Und auch wenn ich den Dresden verliere und nicht mehr bleiben kann, wieso sage ich das die ganze Zeit? Ja, weil ich weiss nicht mehr, was passiert. Ich weiss, dass ich allein, ganz allein, also ganz allein heisst ohne Claudia zum Beispiel. Ohne Claudia weiss ich gerade mal nicht einmal, wie es weitergeht. Ende Monat mit Rechnungen zahlen, weil ich habe keinen Kontakt mit der Claudia. Ich weiss es gerade nicht. Geschweige denn essen und so. Und ja, darum. Aber ich habe Vertrauen, dass es schon gut kommt. Und was passiert, was auch immer das passiert, weil ja, was will ich denn sonst? Ich kann ja nicht mich von Angst diktieren lassen. Und es ist auch so mit der Welt, was passiert in der Welt. Ich bin dran. Wirklich, ich bin auch mit den Leuten dran und probieren. Aber gerade die Leute, ich verstehe es schon auch, die sind auch skeptisch mir gegenüber, weil ich habe grosse Fragen gestellt und grosse Behauptungen gebe ich da ganz Zeit aus. Und wer bin ich denn schon? Ich bin ja nur der Colin und es ist klar, mir ist klar, dass es nicht einfach ist, zu glauben, dass was ich so behaupte und sage, auch das ist, was ich sage und behaupte. Meine Taten anscheinend bis jetzt, was habe ich denn schon bewiesen? Ich habe ein paar Berge verschoben mit der Hand, nackter Hand. Ja, auch gut, nicht allein, das stimmt, nie allein. Und es geht auch nicht, Himmel und Erde geht auch nicht allein. Da braucht es auch dich, es braucht uns alle. Und die paar Videos, die ich immer wieder drehe und die Sprüche, Rolli Weiss, stimmt, das sind alles keine Taten. Ja, aber, ich habe das Wort so nicht gern, das Aber. Wirklich, ich probiere es wirklich. Und ich kann ja nur das sagen, was ich sage. Und nur das machen, was ich mache. Und darum gehe ich heute, nachdem Jeff geweitet hat, laufe ich auf die Pitch, um mit dem Pony zu trainieren. Aber nicht nur zum Pony zu trainieren, sondern zum Rocken holen. Und dann tue ich den Rocken ansehen, morgen und übermorgen. Und damit es Gründünger gibt, wieso mache ich das, um den Boden aufwerten. Und ich mache einfach weiter, weil es ist einfach zum Weitermachen. Bis ich nicht mehr weitermachen kann, mache ich einfach weiter und lasse mich nicht vom Angst steuern. Ich mache weiter, weil ich es weitermachen muss. Oder? Stell dir vor, kommt eine Lösung und ich habe nicht weitergemacht, dann bin ich schon wieder hinten drin. Bin fertig, will ich sowieso nie. Und darum, miteinander geht es weiter. Und darum, miteinander, habe ich euch das jetzt erzählt, um einfach mir auch selber zu sagen. There's not much room down there, but we've got Mycelia. Ja, jetzt bin ich da. Und ich habe 10. Es ist extrem breit. Jetzt kommt das Gebiet über. Schönes Gebiet für einen trockenen Tag. Und ja, Achtung, fertig, los. Ja, schon was. Ein bisschen zu gross habe ich es gemacht. Es langt knapp um 8 Meter, knapp 8 Meter lang es nicht. Sprich, ich bin um 8 Meter zu gross. Ja, sagen wir 10. Gell, ich lasse mich den ganzen Tag, also ich tue immer nach Gefühl arbeiten. Ist nicht so schlecht. 8 Meter, mit dem kann ich leben. Für das habe ich ja noch einen dritten Zunehmer dabei. Also einen weiteren Zunehmer dabei. Eigentlich arbeite ich gerne mit 4, 2 und 2. Aber eben für den Moment, wenn ich mich an überschätze oder unterschätze, habe ich immer etwas dabei. Egal. Also, um 8 Meter. Genau. Schlussendlich ist es Geissen und Chef eigentlich völlig egal, ob und wie viel Meter ich zu klein oder zu groß bin. Hauptsache, sie dürfen wieder an die neue Buffet. Weil der alte Buffet findet schon wieder langweilig nach 2 Tagen. Jetzt, Bonnie, jetzt gehen wir auf die Beach. So gut. So gut. Seit ewig. Wirklich seit ewig. Also seit 3 Jahren suche ich den Weg, den ich gerade gefunden habe. Noch besser als richtig zu formulieren können, ist der Weg zu finden, den man eigentlich schon lange sucht. Ich habe einen Weg gefunden, der mir passt. Ha! Ist das lässig. So, zurück. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg Richtung der Beach. Und bin gespannt, wie lange ich brauche,
und da bis auf Anhieb finden. Till super kingdom come. Yeah, I wanna wrap my Celia. Hey, ich habe gestern keine Videos mitgemacht, aber das sind 3 Kilo Weizen-Roggenmischung, hauptsächlich wieder Weizen. Also Sahne, Kerne. Genau. Alles vergleich. Und das sind Gran Alpin Bio Roggen Saatgut. Seht ihr das? Das Kadi. Das sind 13 Kilo. Genau. Und die gehe ich jetzt heute. Ich habe meine Regenhose schon an, ich habe meine Regenjacke an. Jetzt tue ich dann meinen Regenhut auch montieren. Und gehe raus. Natürlich noch Kaffee am Trinken. Es ist noch nicht mal 9 Uhr. Aber ja, gleich schon meinen zweiten Kaffee am Trinken. Weil heute bin ich schon länger wach und habe viel telefoniert und geschrieben wieder. Auf jeden Fall gar nicht die Roggen und Weizensamen überall verteilen. Wieso? Ja, der eine Not tue ich, wenn es gut kommt, auch gerade auswachsen lassen. Sprich, zum hoffentlich ernten, damit ich nächstes Jahr wieder Ernte habe. Ja, gerade das Licht abgegangen. Das Wetter ist so schlecht, es gibt nicht so viel Strom. Ja, und sonst, wenn ich es nicht ernte, gibt es auf jeden Fall einen Gründünger, weil das wächst ja bekanntlich. Und Roggen und Weizen und all die verschiedenen Sachen, das ist ein guter Gründünger, vor allem der Roggen. Weil, ja, das gibt das, obwohl es jetzt Ende Oktober ist und langsam ein bisschen spät ist gleich gut, wie jetzt ist feucht und kommt nachher aber nochmal schön. Nein, das ist gut, dann kann das noch, gibt es Gründünger. Und Gründünger ist natürlich da, um den Boden aufzubessern, weil alle Wurzeln, die im Boden sind und jeder Wachstum ist super. Und wenn ich es nicht ernte und einfach reinmische nächstes Jahr, den Gemüsebeeten, dann ist das ein organisches Material, das einfach den Boden aufbessert. Wieso weiss ich das? Weil es so ist. Gut, lang ist es. Und was auch gestern, was ich auch noch gemerkt habe, ist, was mich triggert. Genau, ich kann es jetzt langsam formulieren. Es triggert mich, wenn die Leute mir sagen, was ich zu glauben habe und was ich zu tun habe. Ich sage ja, ich übernehme die Verantwortung dafür und ich gebe mein Bestes. Und ich glaube, ich habe sehr einen starken Glauben und sehr einen festen Glauben. Und das habe ich noch nie verleugnet und ich verlüge auch nicht meine Fehler. Wirklich nicht. Aber es triggert mich, wenn ich eben zum Beispiel auch, bin ich gestern den Roggen geholt. Und der mir den Roggen verkauft hat, habe ich noch nie etwas Schlechtes gesagt über ihn. Aber er glaubt mir einfach auf Strich und Faden nicht, dass ich glaube, das, was ich glaube und dass es möglich ist, das, was ich glaube. Und wenn es nicht möglich ist, ja, dann habe ich es wenigstens probiert. Weil stehen da, weil probieren geht über studieren und ich sage schon immer, ich will ein Teil von der Lösung sein. Und ich finde es auch noch schade, ja, ich verstehe, wenn ich triggert bin und hässig bin, dass man Angst hat von mir, kann ich auch verstehen, weil ja, das ist wirklich. Und, aber was ich nicht verstehen kann, ist, überall, wo ich hinkomme, ist es schon gesagt worden, irgendwie, als ob man die Leute warnen von mir, weil anscheinend. Aber eins ist klar, in der Zwischenzeit werden Claudia und ich uns wirklich trennen und wirklich scheiden, weil wir werden sie nicht mehr sehen in den Videos. Und das ist auch das letzte Mal, als ich über sie rede da in den Videos. Was noch nicht ganz klar ist, ob ich die Riester wird können behalten, weil eben ja, jetzt bin ich ganz allein und wie es weitergeht. Aber ich gebe mein Bestes und ich bin dran. Eben darum auch schon lange auf am Schreiben. Aber trotzdem, auch wenn ich es nicht weiss, und mit Garantie glaube ich daran, dass es den Boden aufwertet. Also glaube ich daran, dass es sich lohnt, dass ich die Roggen gekauft habe und zahlt. Ich habe das auch gezahlt. Und dass ich es jetzt verteile, ob es regnet oder nicht. Ich glaube daran und darum mache ich es. Und das gilt für alles. Ich mache es, weil ich daran glaube. Nicht, weil ich Angst habe, wirklich. Ich habe nicht Angst vor dem, was in der Welt abgeht, weil mich kann nichts mehr zerstören. Wirklich nicht, ich nehme es, wie es kommt und ich habe Vertrauen. Aber ich glaube,
dass wenn ich etwas mache, ich glaube, ich kann ein Teil von der Lösung sein. Und auf jeden Fall will ich nicht das Problem sein. Wirklich nicht. Ich gebe mir ganz fest Mühe. Also, wenn ihr dann nicht wollt, dass ich hässig bin, dann hört auf mir sagen, was ich kann und was ich nicht kann. Wenn ihr wollt, dann macht mit und unterstützt mich. Aber hört auf predigen. Wirklich, ich mag es nicht mehr hören. Ich mag es nicht mehr hören, was ihr für mich denkt. Ich will nicht, dass ihr für mich denkt. Ich will, ja, was auch immer, dass ihr denkt. Wenn es für mich denken ist, dann selber von der eigenen Haustür. Auf Schweizerdeutsch sagt man dann von der eigenen Haustür wischen. Genau. Hey, miteinander. Bis später. Wrap my Celia around you. Wrap my Celia around you. So, es ist 10:10 und ich habe jetzt 16 Kilo Getreide ums ganze Zonen 1 und 2 verteilt, also am Weg entlang in Altterrassen. Und die Schlitzohren, seht ihr das? Seht ihr das? Wie es da überall Rocken hat. Die Schlitzohren haben das zweite, ich habe zugeschaut, wirklich, ich bin ein bisschen weiter weg und hinter dem Hag. Die haben aus dem Bau raus haben den Sack rausgenommen mit der Rogge und ausgeleert. So sicher. Also sind es nicht ganz 13 Kilo, aber ja. Und jetzt gibt Preis alles, dass ich jeden einzelnen Kern noch mal aufschlecken. Schlitzohren, ihr zwei, wirklich einfach nur Schlitzohren. Gell, Monsun? Hä? Ja, musst nicht so skiheilig tun. Ja, eben, hör mal auf! Du Lausbub, du willst schon wieder arbeiten, gell? Du willst schon wieder einkaufen. Hey, Monsun. Monsun ist langweilig. Du, vielleicht sollten wir einfach so laufen. Nein, aber jetzt ganz ehrlich übersetzt ist, sagt er, hey, mal auf, über mich so schimpfen. Und wenn du jetzt fragst, hä? Ich sehe gar nicht nach gekettet aus oder gemäht oder geflogen oder was auch immer. Nein, das ist es auch nicht. Ich habe wirklich einfach 13 Kilo einfach intensiv überall gestreut. Überall. Seht ihr dort auch? Weil in den nächsten paar Tagen, also bis zum nächsten Dienstag, regnet es immer wieder. Und das, was sich am Weg im Boden findet, kommt im Boden. Und das, was schon am Wachsen ist, soll weiter wachsen. Und so weiter. Mischkulturen. Das ist mein Verständnis von Gärtnern. Vielleicht produktiv, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach Tierfutter, Vogelfutter oder was auch immer. Aber egal, was es wird, es ist ein Teil von der Natur und das Stärkste überlebt. Und so wächst, was wächst. Und wenn es intensiv wächst, wächst es gut. Wenn es nicht intensiv wächst, ist es Vogelfutter. Wirklich. Irgendetwas wird es auf jeden Fall. Wieso mache ich es so? Ja, weil wichtig ist, dass die Samen in den Boden hineinkommen, dass die Samen verteilt werden. Genau gleich, wie wenn ich meine Videos mache. Und alles, einfach alles ist gleich. Plus, gleichzeitig ist es auch der Energieaufwand, den ich mir leisten kann. Weil, sind wir ehrlich, ich habe keine Zeit und keine Energie, zum Allgärten gehen, durchrocken und durchjetten und machen und tun. Und vor allem will ich es gar nicht jetten und durchmachen, weil es ist ja Gründünger. Und das, was schon am Wachsen ist auch schon Gründünger. Wie da. Und da wächst Sachen dazwischen und jetzt hat es noch mehr Roggensamen. Und wenn es jetzt vom Regen, der jetzt stärker und stärker wird, wenn es dann in den Boden reindrückt und reinwäscht und seinen Platz findet und wächst, ist es super, weil dann wächst mehr. Und wenn nicht, wie gesagt, es ist Vogelfutter. Und ich möchte Mischkulturen. Ich möchte, dass möglichst viel wächst. Also heisst, das, was jetzt am Wachsen ist, nehme ich sicher nicht raus, damit etwas anderes wachsen kann. Sondern es soll alles miteinander, all miteinander sollen wachsen. Gut wie böse. Unkraut wie auch der Roggen oder der Weizen. Einfach alles miteinander hat Platz da in der Erste. Alles. Oder? Und wenn es nicht will wachsen und wenn nicht will da sein, kann es ja gehen innerhalb von irgendwie. Und so ist es halt. Und ja. Und so nehme ich es auch mit mir. Wenn ich da bleiben darf, wenn ich da weiterhin wachsen, wird die Lösung schon kommen, die ich probiere aufzugleisen. Und wenn es nicht klappt, dann gibt es eine andere Lösung. Was auch immer die Lösung ist, es geht weiter. Jeden Tag. Und hey, noch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich mit euch mitteilen will. Psst, komm mal genau hören. Wir sind sowieso im Jetzt fest. Also weißt,
Es ist immer jetzt. Egal wann es ist jetzt. Wenn du präsent bist, bist du immer im Jetzt. Und du kommst gar nicht aus dem Jetzt raus. Probier es mal. Es ist nämlich immer jetzt. Genau. Und jetzt gehe ich einen Kaffee nehmen. Und übrigens, weil ich achtsam bin, sehe ich und weiss ich, dass der Andreas da ist. Es hat so ein paar Spuren, die ganz klar hindeuten, dass der Andreas da ist. Das heisst, er ist gestern Nacht gekommen, später als geplant, weil die Nacht hat es keine gegeben. Aber so wie ich halt bin, habe ich etwas anderes zum Nacht gegessen. Weil das, was ich für uns beide geplant habe, ist immer noch für uns beide. Gell? Darum, wenn er dann wach ist, bin ich gespannt auf seine Abenteuer. Jetzt, das ist alles, sag mal, vom Holzschneiden, also ja, vom Holzschneiden, vom Feuerholz machen. Da vor einer Woche, 2, schon wieder schwabbig, ich weiss schon wieder nicht mehr, wie lange das her war. Das passiert, man vergisst die Zeit genau. Aber jetzt bin ich auf dem Weg, weil es hat ja gestern schon geregnet, heute regnet es. Gehe ich auf den Weg, um das erste Mal den Kompost zu kehren. Das ist ja erst der Start. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass die Feuchtigkeit so richtig durchkommt und sich verteilt, ist jetzt ein guter Moment zum Kehren. Und ja, eben so Holz. So Holz. Das Gehäcksel ist ja super auf dem Well, you know a Kompost. fun guy like me. Ja, also seit die Tiere da sind, wird immer mehr und mehr verteilt. Aber das ist gut, weil das füllt fortlaufend mehr auf. Und wer weiß, wie es aussieht, weißt du noch, wie es ganz am Anfang ausgesehen hat, als auf Anfang noch kein Netz hatte, ist das einfach ein schmaler Grat gewesen. Da bin ich fortlaufend um Holz nachbiegen, das ich nicht brauchen kann. Und um auffüllen. Weil die Terrasse soll noch viel grösser werden. Weil eines Tages gibt es da so ein richtiges Kompost auf Steroiden mit Hirnenhaus und alles. Aber für das muss es noch wachsen. Und das Schöne ist, der Boden ist natürlich Kompost da und es wächst und es wird fruchtbar. Wir haben ja gesehen mit diesen Tomaten. Die Hirnen haben immer zu schaffen und zu essen. Und der Kompost wird ja von diesen Hirnen da fortlaufend bearbeitet, verteilt, zusammengelegt, verteilt, verschissen. Ich muss wieder zusammenbiegen und so weiter und so fort. Eine Symbiose von Zusammenspiel. Und ja, der grüne Hag rundherum ist natürlich auch dankbar um den ganzen Nährstoff. Und so bin ich auch froh, weil der Fuchs kommt da nicht rein. Und umso mehr dass die Schienen das halt am Rand drücken und verteilen, umso sicherer wird es auch von außen her, weil da macht es natürlich auch zu. Und der multifunktionelle Kompostbike, der einfach funktioniert. Jetzt, was aber noch nicht so recht funktioniert hat, ist, dass es genug nass ist vom Regen. Aber es regnet ja noch bis nächsten Dienstag. Also, darum machen wir da keine Sorgen, es wird schon noch genug feucht. Und wenn man von ihnen spricht, schau mal, sind sie schon da. I'm gonna decompose you a love song. Wow, so gut. Es lädt sogar nach mit dem Regen. Ha! Guten Morgen miteinander. Es ist im Fall Donnerstag schon. Gestern habe ich falsch erzählt. Den Tag. Ich habe einen Tag ausgelassen, irgendwie im Kopf gestern. Und aber heute Morgen ist es ja noch fast dunkel, obwohl es ist schon eigentlich 5 vor 8 Uhr. Und ja, ich habe sogar meine Regenschuhe an, Gummistiefel an heute Morgen, weil es regnet wie verrückt schon seit Stunden und es regnet den ganzen Morgen, den ganzen Tag wie verrückt weiter. Und ich muss die Schäfe umweiden. Oder darf die Schäfe umweiden, weil ich habe ja Schäfe und ich bin dankbar, dass ich die Schäfe habe und habe Freude an die Schäfe. Also darf ich sie umweiden und weil ich will rotieren weiden und nicht zu lange am gleichen Ort fahren, wenn es so nass ist. Will ich nicht zu lange an einem Ort sein, weil es gibt noch mehr Schäden. Und so weiter und so fort. Also es ist nicht ein Müssen, es ist ein Willen. Genau. Und ich will, trotz dem schlechten Wetter, ich muss auch nicht den ganzen Tag, wenn ich nicht will. Und am Mittag auch wieder schlafen, wenn ich will. Ich bin den ganzen Morgen schon länger auf, weil ich anfangen ein Crowdfunding einrichten, weil ich will unbedingt den Dresden weiterführen können und überleben. Und nicht nur überleben, sondern
florieren, ich will wachsen, ich will besser werden. Und für das brauche ich eure Unterstützung, gerade in der Übergangszeit. Darum bin ich am Crowdfunding einrichten. Das braucht auch Zeit. Und ja, jetzt lasse ich die Hühner raus. Weil trotz dem Wetter wollen sie auch raus und essen. Und. Als Bauer ist man 365 Tage dran. Man muss nicht, man ist ein bisschen flexibel. Aber wenn man Tiere hat, also es ist natürlich schon einfacher, Permakultur ohne Tiere zu haben. Weil da kann man wirklich sagen, okay, heute gehe ich nicht im Garten, weil das Gemüse stört es nicht, wenn es nicht gepflückt wird. Wenn es länger wächst und so weiter und so fort. Das ist so. Mit den Tieren geht das nicht. Sie brauchen uns. Und sie brauchen Wasser, Essen und drum und dran. Und was wollte ich sagen? Es ist wie es ist und doch ganz anders. Schön bist du da am Schauen. Ich habe mega Freude, dass ich nicht allein da bin, sondern du bist dabei. Gestern Nachmittag sind wir noch ins Tal, also der Andreas und ich, wir haben ewig geschwätzt. Seine Abenteuer sind wirklich spannend und ich finde Andreas so ein guter Typ. Er ist einfach einzigartig. Also von allen Leuten, die ich kenne, ist er einfach einzigartig. Er ist wie kein anderer, den ich kenne. Und er ist ein Master, wenn es darum geht, wild campieren und reisen und überleben und kochen. Er ist ein mega guter Koch übrigens. Und. Ganz ein besonderer, einzigartiger Mensch, den ich ganz fest gerne habe. Ich bin Fan von ihm. Und ja, dann sind wir noch im Zuckerpuppe gewesen. Auch etwas Einzigartiges und unbedingt gut. Also wenn du nicht mich kannst unterstützen, dann unbedingt den Zuckerpuppe unterstützen. Es macht mir so Freude, dass es so fest geregnet hat jetzt die ganze Nacht und heute den ganzen Tag und morgen auch wieder. Weil all die Samen, die ich gestern gesetzt habe und gestreut habe und wild gestreut habe, die sind jetzt mehr und mehr im Boden verwaschen. Und da bedruckt jeder Wassertropfen, der drauf regnet, platsch, druckt der Rockersamen im Boden rein, in die Löcher rein. Wenn es fließt und wenn die Erosion schräg ist, fließt es in die Nischen rein. Darum fließt es unter der Mulch und so weiter und so fort. Plus es wird feucht. Also eigentlich bestes Timing habe ich gestern gehabt, um alles anzustreuen. Weil jetzt kann es überall ansetzen und anfangen zu wachsen. Oh ja! Und heute Morgen habe ich von der Anne, eine alte Kollegin, also alt, sie ist nicht alt, ich bin nicht alt, aber ich kenne sie dort mal noch vom Jugendtreff Zolliken, wo ich noch Besucher war und mich gerne dort aufgehalten habe. Und sie war Jugendarbeiterin dort im Jugendtreff. Und wir haben eine Freundschaft aufgebaut. Wo, weißt, nicht, dass wir ewig telefonieren und so, aber auf jeden Fall hat sie mir heute Morgen eine Sprachnachricht. Und sie hat mir etwas erzählt. Und dann habe ich gemacht, ja genau. Und genau, das ist eine Formel. Sie hat gesagt, die ganze Geschichte, sie ist ja immer wieder am Verfolgen, genau gleich wie du. Und sie hat gesagt, ihr sagt dann, wo ich zum Gang bin und wieder zurückgekommen bin und alles, was passiert ist jetzt seither, ist ihr die Geschichte von Plato, seine Höhle in Sinko, wo der eine die Höhle verlässt und wieder zurückkommt und will erzählen, was er gesehen hat. Und die in der Höhle glauben dem kein Wort, wie sie nur die Schatten und Flackern sehen. Und er hat gesagt, Colin, die Geschichte erinnert mich an dich. Und ich muss sagen, hey, das ist eine Formulierung, hey, danke vielmals. Ja, es war so schön, einfach wieder mal so von jemandem zu hören, wie etwas Positives zu hören von dieser ganzen Sache, anstatt einfach zu hören, nein, Colin, hey, einfach, es hat so gut da. Danke vielmals an, dass du mir das aufgezeigt hast von Platos Höhle. Und darum bin ich jetzt umso mehr motiviert, zu meinem Regen raufzugehen. Schau, wie schön das ist. Tiefnebel
Hochnebel oder Wolken und Tiefnebel, wie auch immer, keine Ahnung. Aber zwischendurch hat es da Freiluft. So schön! Das ist Andreas, für all die sich erinnern. Er war letztes Jahr zum Beispiel beim Mauerbauen da, wo die Italienerinnen da waren und Peissöckchen einweihen und eben ein Weltklasse-Koch. Aber ich habe euch ja schon das ganze Video schon ein paar Mal von ihm erzählt. Das ist er jetzt. Hoi! Wir sind jetzt da eben gerade Zwischenhalt am machen beim alten Stall unter den Felsen. Und das muss ich jetzt einfach nochmal erwähnen. Der Andreas ist auch wieder so einer, das schätze ich einfach. Er hätte locker liegen bleiben heute Morgen, ich hätte es ihm nicht übel genommen. Aber er hat gefunden, nein, er will das erleben, er will sehen, was ich mache und er will trotz dem Wetter und alles will er mitkommen. Einfach, das ist eben das, was ich schätze. Trotz allem, trotz Problem, trotz Wetter, trotz alles, ist er da und will helfen. Nicht predigen, nicht urteilen, sondern einfach machen, gell? Ja. So ist es, einfach machen. Genau, also wir machen jetzt weiter. Ich habe gerade Freude. Wir sind da am Strimmern und am Weiden und so. Ich habe vorne gerade noch das Video für das Crowdfunding aufgenommen. Ja, habt ihr das schon gesehen? Weil das Crowdfunding, will ich im Video sagen, es gibt Sachen, die will man nicht machen, aber die muss man machen. Und ja, im Regen rumstiefeln macht zwar schön, vielleicht eines Tages kitschig, aber zuerst muss ich schön werden. Das Crowdfunding wollte ich wirklich nicht machen, aber ich will auch nicht aufgeben und ich will Paradies in der ersten nicht verlieren. Darum, wenn mir kannst du irgendwie helfen, in irgendeiner Form, ob mit vorbeikommen wie der Andreas gerade und mich moralisch unterstützen oder was auch immer das du machst und irgendwie tust helfen und eben kannst du irgendwie einen Geldbetrag überweisen. Dann schauen, Paradies Verantwortung übernehmen für Paradies in der ersten. So heisst Crowdfunding. Und wenn mir kannst helfen, ich bin so dankbar. Schau mal, der geile Sieg. Er ist einfach nicht nur da, um mich moralisch zu unterstützen. Er ist ja auch am Anpacken. Auf jeden Fall, wenn ich ganz ehrlich bin, bevor wir uns das letzte Mal gesehen haben, also das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, letztes Mal, als er da war, haben wir eigentlich abgemacht, dass er hier einzieht in Dresden. Und jetzt ist er gekommen, nach einer langen Reise. Und ich musste sagen, hey, ich weiss gar nicht, ob es geht oder nicht, weil ich weiss gar nicht, ob ich es behalten kann. Aber trotzdem hat er gefunden, weißt du was, wir schauen, wir bleiben, wir machen weiter. Und ja, solange er kann, ist er da. Und ich hoffe so sehr, dass ich es anbringe, die Lösung zu finden, wie der Andreas. Der Andreas mit ihm zusammen. Ich sage, das ist ein Koch. Und ein Gärtner. Und Permakultur. Wie lange kennst du Permakultur schon? Fast 20 Jahre. Also eben, was ich jetzt da die 4-5 Jahre Permakultur kenne, ist er das Vierfache schon unterwegs. Und hat schon viel mehr gesehen und erlebt als ich. Und er kann also noch viel mehr aushalten als ich. Also ich bin eine Weichheit zum Vergleich mit dem Andreas. Letztes Mal, wisst ihr noch, bin ich 2 zu kurz gewesen. 2 zu lang. 2 ja, jetzt bin ich genau 2 zu klein. Ja, no, das ist halt so. Mal so, mal so. Der Leo hat jetzt gerade eben das Teil runtergelückt. So schön. Und das Tüpfli, warte, ja, Leo, magst du nicht mehr laufen? Hä? Also, ist noch nicht fertig. Mal, es ist fertig. Aber so schön, Leo. Leo und Stella, das ist eine gute Mischung. Das finde ich eine tolle Mischung. Was ganz schön ist an dem Weidensystem, das wir hier machen, Sabine, also so wie ich es mache, ist der Haken da, bis da, kann ich stehen lassen, weil als nächstes gehe ich da durch und dort drauf, oder? Das heisst, das Stück muss ich gar nicht zusammennehmen. Herrlich, es ist 5 ab 12 Uhr. Wir sind hierher angekommen.
nicht fest nass geworden. Und wir haben aber wir hätten viel schneller können sein, aber wir haben uns Zeit genommen und haben einfach nur den ganzen Hügel angeschaut. Es ist ja so schön, der Dresden. Es wäre so schade für den Dresden, wenn wir nicht mehr da wären. Ich sage euch, so viel Land, das unbewirtschaftet ist, so viel Land, wo wir noch gut tun können. Jetzt müssen wir einfach nur noch wach. Jetzt müssen wir uns einfach der Glauben ist da. Jetzt fehlt wirklich nur noch das Geld, damit wir überleben. Aber wir wollen nicht nur überleben, wir wollen beleben. Darum, bitte, bitte, hilf uns, dass wir es schaffen, dass es mein Zuhause bleibt. Plus, dass es auch so kann sein, dass es auch am Andreas sein Zuhause kann werden und für noch weitere 9 Leute. Und dass wir einfach Permakultur Oberwallis zeigen, wie es funktioniert. Guten Morgen. Es ist Freitagmorgen und es wird immer frisch und frischer. Ja, schon die dicke Jacke an. Jetzt die Wollenkappen auch da. Jetzt ist es souveräner. Du hast wieder kommentiert. Und ich probiere jetzt auch da. Ich habe auch dort probiert, als Kommentar zu antworten. Ich habe noch gesehen, da hinten einen Kürbis. Ich kann nur für mich reden. Und ich tue nur für mich reden. Und ich tue auch nicht. Fertig. Ich stehe noch da und ich will ganz klar die Verantwortung weitertragen, weil für meine Vision sehe ich noch ganz, ganz fest. Das hat mir mal ein weiser Mann gesagt, als ich ihn gefragt habe, wann gibt man auf, hat er gesagt, erst dann, wenn man die Vision nicht mehr sieht. Und ich sehe die Vision ganz klar und ich sehe es noch viel stärker als je zuvor. Wirklich, ich sehe den Sinn, ich weiß wieso und jetzt ist es einfach so, ich muss die Kurve kratzen, das ist ja so. Ich muss Geld auftreiben, nicht nur für den Alltag, also das heisst Essen, Trinken, ja, sondern auch Alimente. Ich muss Alimente zahlen, weil ich habe ja eine Tochter, das wisst ihr ja. Ich muss eine Telefonrechnung zahlen, ich muss mir alles drum und dran, oder? Alles, Alltag. Dann kommt Anwaltskosten, weil so eine Scheidung braucht einen Anwalt. Nicht nur das, braucht auch das ganze Land umschreiben, weil das Letzte, was ich gehört habe, nicht direkt, sondern via meinen Trauzeugen, wird mir das Land auch überschrieben, wenn ich nie mehr Kontakt aufnehme und vergesse, mit wem ich geheiratet war. Wird mir das Land umgeschrieben. Gut, wenn es umgeschrieben wird, sind natürlich alle unsere Schulden, die wir aufgekauft haben, dazu. Weil wir sind ja dauernd am Jonglieren gewesen. Und dann brauche ich ja noch für den Winter noch Stroh und Heu für die Tiere. Und das muss ja aufgeflogen werden, weil das kann man ja nicht auftragen, so viel wie es braucht. Das ist das, wieso ich die 10'000. Einfach einmal unmittelbar das Erste. Ja, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, es braucht noch viel, viel mehr. Also, selber, das Land, wenn ich beim Anwalt und noch da bin und das umschreiben lasse, wie diese auch gerade zu einer Stiftung machen. Ich will Dresden, das ist mein persönliches Ziel und Glaube, dass wir Dresden als Stiftung festhalten mit dem Stiftungszweck, Lebensmittel zu produzieren, einen Erholungsort zu bieten und ein Bildungszentrum zu sein für Permakultur. Das ist der Zweck, weil es soll das Universum gehören, nicht mir direkt persönlich selber. Ich habe auch keinen Anspruch. Die Natur, also die Erde kann uns eh nicht gehören. Das mit dem Besitz, ja. Darum soll es eine Stiftung werden. Ich bin auch am Leute suchen, die die Stiftung unterstützen wollen. Also du kannst auch ein Stiftungsrat werden, wenn du willst. Das ist mir noch so recht. Und dann soll es eine Firma geben, am liebsten eine Genossenschaft oder eine AG, die dann der Dresden den Benutzungsrecht und mieten. Ich bin wirklich schon nicht nur das GoFundMe am Laufen, ich habe auch schon dementsprechend Leute angefragt, ob sie investieren wollen, ob sie die Vision unterstützen wollen, ob sie auch daran glauben, dass es ein Teil ist. Und konkret habe ich auch wirklich, ich habe schon Beträge, also für 500'000.
500'000, ja. Aber auch sind so Tropfen auf den heißen Stein. Weil, sind wir ehrlich, investieren, da in der Schweiz kann man gerne in so Land Millionen. Also jeder also der Stall, die Brauerei neben dem Haus zum Beispiel. Das ist mindestens 50'000 Franken. Dort drinnen sollte nach Plan und Design sollten 2 Baucontainer reinkommen. Einer für die Metzgerei und einer für die Brauerei. Ich sollte noch mehr Tiere haben. Weißt du, das Geschäft, die Vision, der Businessplan, der Design, das ist teils da rein, teils schon auf Papier. Ich bin schon am Zeichnen, ich bin am Weitermachen. Und ja, und das GoFundMe ist jetzt wirklich nur eine Überbrückung. Die 10'000 ist einfach, dass ich kurz kratzen kann. Und auch der Betreibungsamt, dass mir nicht alles zwangssteigert wird. Und sind wir ganz, ganz ehrlich, ich könnte auch einfach davon laufen. Und mit dem Esel und mit der Bonnie. Aber mache ich nicht. Weil ich habe vor 4 Jahren den lieben Gott gefragt, das Universum und Gott gefragt, gib mir bitte eine Aufgabe, weil ich sehe, dass die Welt nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ich glaube, Himmel auf Erde, gib mir bitte eine Aufgabe. Und wir haben den ersten bekommen. Und ich glaube daran und ich habe mein Wort gegeben. Und mein Wort ist mein wertvollste. Also werde ich bis zum letzten Moment, zum letzten Schnuff, werde ich für mich das einsetzen. Und auch wenn es heisst, dass ich allein da stehe und ganz klar als Wahnsinniger angeschaut wird, ist mir egal. Laut der Geschichte hat man den Noah auch als Wahnsinniger angeschaut und sowieso und überhaupt. Hey, ich kann nur eins sagen. Wenn du mich unterstützen kannst, in irgendeiner Form, bin ich dankbar. Auch wenn es nur Teilen ist, wenn es Daumendrücken ist. Hey, jede positive Energie hilft. Danke fürs Schauen, danke fürs Liken, danke fürs Abonnieren. Wirklich, danke für immer wieder da sein. Es hilft. Und ja, ich kann nur eins sagen. Meine Taten, hier im Garten, tragen Frucht. Nicht nur Kürbis, sondern es trägt Früchte. Es wird grüner, es wächst vorwärts. Ich zeige, dass es nicht umsonst ist. Und darum ist es auch nicht umsonst, dass ich bis zum letzten Schnuff probiere, weiterzumachen. So, jetzt aber bin ich am Kompost drehen und machen und tun, damit es trocken und nass wird vom Regen. Und ja, falls du noch Fragen hast, meine Telefonnummer 076 336 1710. Kannst du mir jederzeit anrufen. Es steht auch in den Kommentaren vom letzten vom Aufruf, vom Crowdfunding-Video. Ich tue es nochmal in den Link. Ich bin transparent, ich kann nichts verstecken. Aber ich gebe alles. Mehr kann ich nicht sagen, Verena. Ich kann nicht sagen. Und von wo ich es her habe, ich kann es nicht. Ich habe es aus dem Ärmel rausgeschüttelt, die Beträge. Ich gehe nach Gefühl, ich lasse mich leiten. Ich tue mich auch gerne begleiten. Und helfen und unterstützen, weil das sind nicht meine Stärken. Also, was auch immer, ein Teil vom Team kannst werden, was auch immer, wie auch immer. Ich bin dankbar, bist du jetzt da am Schauen. Genau, danke. Also, weiter geht's. Scheiße kann ich da einfach wieder auf Plastik rausnehmen. Zusammenfalten und dann zum Kompost tragen. Nicht zu fest einschnaufen und dann auf den Kompost rühren. Übrigens kommt mir gerade in den Sinn ein Aufruf, falls da irgendein Oberwalliser Politiker am Schauen ist oder irgendjemand mit Einfluss. Kann ihr nicht schauen, dass ich einen kleinen Aufschuss bekomme? Ich bekomme ja keine Direktzahlungen, weil ich ja unbelehrbar bin und darum meine Lehrstelle verloren habe. Fortlaufend werden mir Steine im Weg gelegt. Das ist alles gut und recht, ich bin nicht am Jammern. Wirklich nicht. Und ich bin auch kein Opfer. Ich bin der Täter, ich bin selber schuld. Ich habe den ersten übernehmen, die Verantwortung. Aber ich stehe jetzt da, ziemlich gerade, und zeige euch, was ich am machen bin. Und ihr wisst ja, es ist gut geworden. Bis jetzt. Der Walliser Boten. Hey, nochmal sagen, was die so Schönes geschrieben haben.
Also, liebe Leute von Oberwallis, Bürger, Politiker, wer auch immer, wenn ihr irgendeiner Form könnt mir einen Aufschub geben und mir gewähren, dass ich bleiben kann. Weißt, ich tue nicht jeden Tag liegen bleiben und ein bisschen den Faulen mal die Eier rumkratzen, sondern ich probiere liefern, weil ganz am Anfang haben sie mir ja gesagt, ich höre nicht auf die Schnur. Aber heute Nachmittag, und jeden Freitag, bin ich auf einem Bürgermarkt anzutreffen. Man kann mich fragen, ich kann hier raufkommen, ich kann gerne zu euch ins Büro kommen, was auch immer nötig ist, Leute. Ich bin bereit. Versteht ihr? Geh mal zum Anfang. Ja, weißt, ihr wisst ja, die meisten haben mit mir schon mal telefoniert. Ich habe es probiert, legal zu machen. Und ich habe euch gesagt, es ist mir egal, weil ich muss weiterarbeiten. Und ich bin da zum Kreieren, aber nicht Problem, sondern Lösungen. Und ich habe ganz viele Lösungen. Das Einzige, was mir fehlt, ist wirklich das Geld. Wirklich, wirklich. Ich habe so viele Ideen, so viele Lösungen, Sachen, die schon probiert sind und bewiesen worden sind. Ich habe das Netzwerk, ich habe das Wissen, ich habe alles, was es braucht. Das Einzige, was mir fehlt, ist Geld. Jetzt frage ich euch bitte, gebt mir ein bisschen, zumindest Geduld. Nehmt es mir nicht weg, einfach so, weil jetzt die Situation so ist. Klar, willst du mich vernichten? Ganz einfach, da bin ich. Zielscheiben ist da, kannst mich vernichten. Wenn ich dein Gegner bin, schade. Wir gehören eigentlich zur Team Menschheit und ich will da oben, weil für das bin ich da, ist meine Heimat. Und am allerliebsten, Gemeinde Natas, ich will gerne Schweizer werden. Wirklich. Weil Engländer sind, nein, ich bin da daheim und ich probiere es mit jedem Stein, den ich hier umkehre, probiere nicht zu beschweren, dass es noch mehr Arbeit darunter liegt. Ich mache einfach weiter. Hey, es ist so, jetzt muss ich aber wieder wirklich weiterarbeiten, weil bald ist es 9 Uhr Zeit. Überall liegt Milch und Stroh. Also der Stroh ist der Milch, nicht ganz überall, aber schon mehr vorne. Das Holz, das tue ich weg. Das liegt jetzt auf dem Weg zum Wegtun. Gitter ist weg. Auf jeden Fall. Ja, aber schau mal da. Der wunderbare Erdenklumpen, den es da unten reingegeben hat. Das eine noch nass, das andere noch trocken. Aber schön ist es geworden. Ja, genau, das kann man. Der Andreas ist, glaube ich, so ein neue Beton bauen, dann kann er das haben. Oder wenn nicht, dann ist da auf die Hügelkultur biegen. Da bin ich einfach nicht Altholz, sondern Stecker am Biegen fortlaufend, immer wieder über die Jahre. Und das sollte eigentlich einen Windschutz geben. Weil von da kommt ja immer der Wind. Und das sollte einfach, dass der Wind so wie rauffährt. Und über den Garten, weil der Wind rechnet ja aus, noch mehr als die Sonne, oder mit der Sonne zusammen, einfach viel zu fest. Und dann bin ich ja da fortlaufend am Biegen. Und wenn ich noch Erde dazwischen drehe und Kompost und Kraut und was auch immer, dann sollte es irgendwann vielleicht vergammeln. Wobei, da im Oberwallis ist es so trocken, das wird nicht unbedingt vergammeln. Aber es wird trotzdem einen Windschutz geben. Sie ist nicht geben, es ist jetzt schon. Weil der Wind lässt sich steuern. Also, und ja, genau. Ich habe ja sonst genug Holz zum Feuern, also kann ich einmal den Wind umsteuern. Ich habe immer wieder gute Vorschläge rein, was ich machen kann. Wirklich. Und ich bin sehr dankbar. Aber ich kann euch jetzt gerade klar eins sagen. Ich mache nicht mich mehr angreifbar, als ich bin. Also, ich tue nicht illegale Drogen abpflanzen. Ich tue nicht illegale Drogen verkaufen. Ich unterstütze es, wenn wir es legal machen wollen, weil jeder hat eine freie Wahl. Aber abpflanzen und vertreiben und mich angreifbar machen, weil ich diese illegale Geschäfte möchte unterstützen. Wir können ehrlich darüber stehen. Eben bauen und machen und tun, ja, ihr wisst ja. Mache ich schon seit am Anfang an. Also, keine illegalen Geschäfte. Ich nehme auch niemand sein Schnäppi ins Maul für Geld. Mache ich auch nicht.
Und ich tue meine Seele nicht verkaufen. Das ist nicht zum Verkaufen. Genau. Meine Dienstleistungen sonst, ich will mir auch, sobald ich weiss, wie es weitergeht, will ich mir auch einen Job suchen, ist eben auch so eine Sache. Ich habe so viel zu tun. Ich habe wirklich so viel zu tun. Ich habe Ideen, was ich am Markt machen kann. Ich habe Ideen, wie ich mehr produzieren kann. Aber ich brauche überall Geld zum Investieren, zum Weitermachen. Weißt, ich kann kombinieren mit dem, was ich schon mache. Ich kann das ausbauen, ich kann meinen Markt ausbauen, ich habe die Erlaubnis dazu. Danke La Post und an die Kultur und das andere, das verantwortlich ist. Danke für all die Möglichkeiten. Mir fehlt es einfach wirklich als Geld. Aber ich tue meine Seele nicht verkaufen und ich mache mich nicht angreifbar mit irgendwelchen illegalen Geschäften oder so. Mache ich einfach alles nicht. Goodwill nehme ich gerne entgegen. Ich mache gerne Werbung da. Mit YouTube-Kanal könnt ihr Werbung machen. Ich tue gerne ganz viele Sachen machen. Aber eben nochmal, ich nehme niemanden seinen Schnäbi ins Maul und ich nehme auch keine illegalen Geschäfte entgegen. Mache ich nicht. Aber alles andere können wir gerne darüber reden. Kannst mir auch deine Schäfe bringen zum Hüten und füttern. Weißt du, so, ich habe genug Land zum Weiden und ich habe genug Energie und all das drum und dran. Ich kann dich auch gerne permakulturtechnisch beraten. Ich kann auch den Kanton, ich kann euch vermitteln, ich kann euch unterrichten, ich kann alles Mögliche machen. Ich kann alles Mögliche. Aber keine illegalen Geschäfte. Mache ich nicht. Es ist mir nämlich angeboten worden. Es ist mir schon angeboten worden. Und das mit dem Schnäppi ist nicht angeboten worden, zum Glück, weil will ich nicht. Und eben meine Seele ist nicht zum Verkaufen. Also politisch bin ich der Sache orientiert und nicht irgendeine Partei. Aber, wie ihr schon gesehen habt und gehört habt, heutzutage, obwohl ich früher als Linke bekannt war, bin ich jetzt eher konservativ. Aber ja, liebe Globalisten, bei euch mache ich auch nicht mit. Meine Seele verkaufe ich nicht. Und chippen lasse mich auch nicht. Drum. Also, gut, weiter geht's. So. Die letzten Rüebli bin ich am Ernten. Weil wir sind da der Beet am Mulchen. Wir sind der Andreas ist am Laub zusammensammeln von den Wegen. Weil der Laub auf dem Weg muss sich nicht versetzen. Und zum Beeten mulchen, damit es besser wird natürlich. Und überall mulchen und am Aufräumen. Also wir sind jetzt ein bisschen am Aufräumen und am Ernten. Aber schon schöne Rüebli hat es gegeben, he? Ein paar wenige. Ja. Die Tomaten tun wir jetzt auch ausreißen zum Mulchen und wieder da, damit da der Beet besser wird. Und da überhaupt alles besser wird. Weil es kommt schon gut. Es kommt schon gut! Ich glaube fest daran, dass es gut kommt. So, jetzt soll ich zum Denkmal laufen. Das ist immer noch nicht alles trocken, das da rauskommt. Weißt du, der Abfallholz vom Dach und vom Boden. Das Trockene, das brauche ich als Feuerholz-Ergänzung. Und nass, das kommt dann bei Terrassen. Und das plastifizierte, giftige. Was mich auch noch gerade mega freut, ist, ich habe noch eine neue Lösungen gefunden. Und jetzt ist ein Schritt näher zum Ziel. Und ja, so geht es weiter und weiter. Und übrigens, falls irgendjemand da im Oberwallis ab und zu mal einen Aushilfskoch braucht, der Andreas will auch unbedingt, dass es klappt und in der Wallis bleiben, da in der ersten bleiben und mit mir. Also, falls ihr wirklich einen guten Aushilfskoch braucht für einen Anlass mal und so, meldet ihr euch bei uns. Wir sind auffindbar. Genau! So ist es. Der Andreas sucht auch immer wieder. So temporäre Einsätze sind wir immer dafür zu haben. Genau, und ich kann kellnern. Nicht mehr nichts, ich sage das. Und einmal, jetzt ist bald Mittag und dann ist bald März. Und weiter geht's. Haha, ich schwing mein Schwert. Jetzt hat sich gerade bei mir jemand gemeldet. Zuerst via Instagram und jetzt telefonisch.
Und im Instagram heisst es, Gott ist grossartig. Und das stimmt ja. Wir wissen alle zusammen, dass ihr das auch glauben. Aber ich sage euch, beim Telefonieren sind mir alle Alarmglocken losgegangen. Ich weiss nicht. Aber irgendetwas stimmt da nicht ganz. Und vor allem erzählen sie mir, sie haben es von der Familie, die es uns dort mal verkauft haben. Und wer ganz genau am Zuschauen ist und am Zuhören, weiss auch genau, wieso ich jetzt Bauchweh bekomme. Einfach, dass wir öffentlich darüber geredet haben. Weil ich weiss, man unterschätzt mich immer noch. So ist es. Genau. Ich sollte unbedingt duschen, es ist Zeit zum Gehen. Aber eins ist mir klar, ich kann nicht gerne liegen. Und schon tun das Geier um meine Eier herumfliegen. Ja. Und die Lehrstelle zum Bauer habe ich verloren. Nicht, weil ich scheren oder schoren, sondern weil ich mich nicht beugen. Und ich kann wirklich nicht gerne lügen. Weißt du, was mich noch gerade durch den Kopf hat? Zum Glück habe ich keine Wufers da. Die wären eigentlich bis heute oder morgen noch da. Aber jetzt ist mir ganz klar, wieso die ganzheitlichen doch schon früher gegangen sind. Ich hätte die Ablenkung gar nicht gebraucht. Muss die ganze Zeit bereit sein. Es ist ein Fluch. Aber siehst du, jetzt weiss ich und sehe jedes rote Tuch. Aber deswegen versuche ich mich jetzt richtig im Büromet bewegen. Weil dort ist eine Comfortzone. Dort bin ich gern. Jeden Freitagnachmittag bin ich gerne auf dem Büromet. Das schon seit 3 Jahren bin ich da. Und es ist nicht ein Aushalten. Es ist eine Freude. Eine wahre Freude. Vor allem für all die immer wieder mehr kommen. Lena, die habe ich dort kennengelernt. Oh, ich habe so viel kennengelernt. Ich kann ja gar nicht aufzählen. Aber es ist eine wahre Freude, dass die Wufers gegangen sind. Ich wäre ganz abgelenkt gewesen in dieser Zeit. Wah. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. Habe ich extra für dich gewünscht, Krigi. Sie haben dir gesagt, ich brauche Guns N' Roses. Und sie haben gesagt, ich will mich überraschen. She's got a smile and it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as bright blue sky. Samstagmorgen. Gestern war ja März. Wie jeden Freitag. Und ich muss schon sagen, der Büromet ist eben schon ein Highlight. Ja, da triffst du immer wieder neue Leute. Also eigentlich tue ich jede Woche neue Leute kennenlernen. Und neue Leute und bekannte Leute besser kennenlernen. Und gestern war noch Herbstmärz. Genau. Und schön. Natürlich sind Geier rum. Und Freunde und das ist eine herrliche Sache, der Büromet. Aber es war noch spannend, wie gestern ist einer gekommen. Ja, der Marco ist jetzt auch am Schauen. Vielleicht, wer weiß es. Und vielleicht auch nicht. Aber Marco, du hast mir gesagt, dir hat er auch einiges gesagt, aber du hast mir gesagt, das Schlechteste, was ich gemacht habe, oder der grösste Fehler, den ich gemacht habe, das Jahr, sag auf Ungarn gehen. Marco, genau drum. Habe ich dann gesagt. Nein, ich muss einfach nochmal schnell erklären, meine lieben Leute. Ja, wer am Schauen ist, sieht da zwar schon einiges. Und dass es jetzt so Tumult und regnet und so. Übrigens, darum bin ich heute Morgen auch so früh unterwegs, weil es heute richtig regnen. So richtig fest. Und ich sollte ja noch die Schäfer weiden. Und darum
Darum, bevor es eben kommt, richtig fest regnen, möchte ich schon möglichst fertig sein. Mit allem. Weil ich denke mit, Schritt für Schritt. Genau. Ich denke voraus, kommst du raus. Also Marco, nochmal zurück zu dir. Ja, kann man so anschauen, wie man will. Ob das Beste oder das Schlechte war. Es hätte auf jeden Fall müssen sein. Und in meiner Meinung ist es eine der besten Ausbildungen gewesen, die ich je gemacht habe im Leben. Und ich bin bestätigt worden, dass ich nicht der Einzige bin auf der Welt, der auf Himmel und Erde glaubt. Genau. Und da habe ich noch ganz viele gute Leute kennengelernt. Und eins ist mir klar. Zwischendurch musste ich mich beschweren, weil ich nicht Schweizer werden darf. Und jetzt wahrscheinlich noch weniger. Ja. Aber ich will so gerne Schweizer werden. Wieso? Ja, nicht für mich. Mal schon für mich. Weil für mich macht es ja Sinn, wenn ich daheim bin. Das hat für sie. Und ich meine, sind wir ehrlich, als Engländer aus dem Fußball und Bier gibt es nicht mehr so viel, wo man kann sagen, hey Mama, das ist es. Aber was, Marco? Auf Ungarn zu gehen, hat mir vieles gegeben, was ich jetzt mehr verstehe. Die Permakultur. Und Verena und Krigi, wir wissen Bescheid. Und alle anderen. In der Permakultur sagt man sozusagen, wir sollten nicht nur auf Eis setzen. Sprich, in der Landwirtschaft ist zum Beispiel Monokultur, Mono nur Eis, etwas Falsches. Also nicht etwas Falsches. Es baut den Boden ab, also den Boden auf. Aber noch viel wichtiger wegen dem Schnuff ist, wenn man nur auf Eis setzt und es schlechtes Wetter gibt und das Gute nicht rauskommt, ja dann hat man geschissen. Weil dann hat man alles verloren. Genau. Was will ich damit sagen, Marco? Ist, du siehst jetzt nur eins, was passiert ist. Dass jetzt Späne und alles am Fliegen sind. Und ja, und alle anderen. Zum Beispiel das Crowdfunding. Ich brauche das Crowdfunding unbedingt. Ich habe euch ja schon gestern erzählt, oder vorgestern erzählt, nochmal zum Erläutern, zum Kurvenkratzen. Weil ich möchte da die Hause sein. Ich mache da oben Wallis und die ganze Arbeit. Ja, haben wir auch besprochen. Ich mache es nicht für mich. Ich mache das, weil ich mein Wort gegeben habe. Und wenn ich der Sophie immer gesagt habe, das Wertvollste, was ich habe, ist mein Wort. Genau. Aber, eben, ich setze nicht nur aufs Crowdfunding. Ich probiere alles Mögliche weiter zu arbeiten und machen und tun. Weil ich bin da, für eine grüne Erde, für Himmel auf Erde, dass der Dresden wieder schön wird. Weil es gibt Leute, denen geht es ans Herz. Im Wallis sagt man, der Wallis ist im Herz gemeißelt. Und ich sag's euch, ich bin wie ein Vampir. Sobald ich habe das Blut gespürt, also ich habe den Wallis gespürt, ich kenne den Wallis. Eben darum der Bürenmet, erzähle ich vom Bürenmet. Es ist so eine guter Ort, der erste, der Oberwallis, alles drum und da. Ich fühle mich da allein. Allein? Nein, ich fühle mich nicht allein. Ich fühle mich da daheim, kann ich sagen. Und ich mache das nicht und ich sage das nicht, zum irgendwie küchen oder was auch immer, sondern einfach, weil es so ist. Aber was ich sagen in dem Ganzen ist, wenn es in die Hose geht und ich den Kurve nicht kratzen kann, ist schon eine Lösung da die nächste. Ich kann einfach weitergehen. Weil ich habe 2 gesunde Füße und Esel. Wir haben es schon ausprobiert. Wir können laufen. Und wir kommen immer unter. Und es gibt überall Leute auf der Welt, die meine Hilfe brauchen. Ich könnte auf Afrika gehen. Weil dort hat es den I Can Children. Und sie brauchen unbedingt einen Permakulturberater. Und ich muss euch nicht verraten. Aber ich könnte dort einfach meinen eigenen Garten haben. Ich könnte auf Ungarn
wieder zurück. Ich könnte auf Jordan, ich könnte überall hin. Egal wo, die wären froh, käme ich. So einer wie ich. Aha. Kann man immer brauchen. Auch wenn ich zwischendurch und fluche. Aber mein Wahl, wenn ich es haben, so wie ich will, tue ich genau da, wo ich jetzt bin, in Dresden bleiben. Weil ich in der Zwischenzeit Dresden ganz fest liebe. Aber wir wissen ja alle, egal, Liebe allein lange nicht. Das ist das ziemlich blöd. Aber eins ist klar, ich bin jetzt da und darum gehe ich zu den Schafen, weil sie müssen umgeweidet werden. Und obwohl der Regen so wichtig ist, möchte ich nicht unbedingt im strömenden Regen, sondern lieber im tröpfelnden. Und jetzt geht es trocken. Also höre ich auf schwätzen und gehe rauf. Genau. Ich würde so gerne alles erzählen auf einmal. Aber das Video wäre lang. Und ich will ja nicht, dass ihr abhängt oder aushängt. Darum gehe ich jetzt weiter und sage, hey, die Permakultur setzt mich nicht auf Eis, sondern man fährt mehrspurig. Mehrspurig sollte man fahren. Oder die Autobahn ist mehrspurig. Ich weiss es nicht. Ich weiss nur eins. Gott ist gnädig. Gott ist gross. Ich trage mein Kreuz und habe vor nichts mehr Angst. Und ja. Sagt, was ihr wollt. Gott und ich, wir sind auf einer Hand in Hand. Genau. Weil ich lasse mich von ihm führen. Und darum weiss ich auch, egal was passiert, ich muss es jetzt probieren. Also Verena, ja, das hast du recht. Bin ja der Krigi. Und ich habe alles durchdacht. Ich höre zu und ich folge in Ruhe. Und das heisst auch eben, wie gesagt, ich könnte locker davonlaufen. Und ja, aber ich bleibe da. Und eben, das Crowdfunding ist nicht das Einzige. Ich habe so viele Ideen. Oder was auch immer. Und ich bin wirklich mehrspurig am Fahren. Ich habe auch schon einen Job abgesichert. Ich habe einen neuen Job. Aber den verrate ich nicht. Ihre Einnahmequelle ist gar nicht so blöd. Ja, der fange ich schon an. Im nächsten Monat. Und dann gibt es schon einen Lohn bis Ende Jahr. Auf jeden Fall, kann ich sagen, bevor ich weitermache. Schön bist du da. Wenn etwas klar ist, dann ist es das. Mit dir zusammen. Oder einfach, ich hoffe, du hast Spass mit mir zusammen. Da im YouTube, auf Paradies in Dresden. Permakultur im Wunderland. Und übrigens, mit dem Permakultur könnten wir alle Probleme. Also, alle Probleme. Das stimmt nicht. Aber wir könnten einiges an die Landschaftspflege wieder instand setzen. Wenn man nur die Chance gibt, zu zeigen, wirklich nur die Chance. Und das Einzige, was fehlt, wirklich das Einzige, was fehlt, ist halt das Geld. Und darum habe ich jetzt da das Crowdfunding gemacht und wirklich, ich wäre froh, könntest du mir helfen. Damit ich kann, wirklich wäre so dankbar, ich bleibe schnell stehen und sage ganz klar da, hey, 20 Franken, 2 Franken, 50 Franken, wenn jeder durchschnittlich, würde ich sagen, schaut das Video, tun wir mal sagen 50 Leute. 50 Leute. Jeder von euch 50 Franken. Ui, da bin ich schon sehr viel näher. Sehr viel näher. Bitte, Betty. Ich tue nicht gerne betteln, aber ich muss jetzt, weil jetzt gerade kurzfristig ist das so eine gute Lösung. Und die Rechnungen müssen bezahlt werden. Und ich muss können weiter erzählen. Und man muss es sehen. Aber wenn du glauben, auf Himmel und Erde, dann tu mir noch mal erlauben, zu sagen, danke vielmals, dass du jetzt eine Spende tust. Da auf GoFundMe. Aber der Link ist da unten und in den Kommentaren zu oben, damit sie einfach finden können. Hey, und alle zusammen, wir sind Kinder vom Universum. Und der Vater unser sagt, mach jetzt weiter, Colin, geh arbeiten. Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher gewesen. Und dann ist mir eigentlich klar, ich habe ja hier aufgeräumt und da den Weg gebraucht zum Durchkommen. Und jetzt liegt noch mal ein Baum. Das heisst, wieder ein Zeichen, wie wichtig das es ist, dass jemand da schaut und aufräumt und tut und pflegt.
Die Bäume fallen immer mehr auf. Jedes Mal, wenn es winden, hey, jeder Sturm. Und wenn es da in Dresden so geht es da an einigen Orten so. Darum weiss ich, werde die Natur froh. Vor allem der Dresden könnte bleiben, damit die Bäume nicht liegen bleiben. Ach, bin ich froh, bin ich auf die Idee gekommen, letztes Mal, als ich da oben war, das so zu machen, wie ich es gemacht habe. Weil jetzt ist schon etwas bereit. Das heisst, da muss ich nicht mehr strimmern, dort muss ich nicht mehr strimmern. Ich muss nur noch da schauen, wie ich strimmere. Es geht schon schneller und schon besser. Das heisst, die Chancen, dass sie im Regen nass wird, sind schon kleiner. Ha! Das ist nichts Besonderes, aber es ist verdammt gut. Und ja, bin ich froh, habe ich den Mut, viel gut zu machen. Und ich mache es wirklich nicht. Ich meine, sind wir doch ehrlich, es wäre viel einfacher ausschlafen heute Morgen, dann aufwachen, ein bisschen scrollen. Ich weiss auch nicht. Es gibt ja so viele einfache Varianten. Wir leben ja da in der Schweiz. Und in der Schweiz geht es einem ja so gut. Wir sind ja richtig verwöhnt. Trotzdem bin ich älter geworden und weiss, hey, eine andere Geschichte noch schnell, bevor ich weitermache. Kein Gedicht, eine Geschichte. Die Geschichte von Wilhelm Tell. Von wegen Wissen, was er kann. Wo man Wilhelm gesagt hat, Wilhelm, wenn du die Situation lösen willst, sprich, du willst dich ja nicht bücken. Genau. Du willst nicht, was auch immer die Geschichte genau geht. Er hat den Wurf nicht auf die Knie. Muss er den Äpfel von seiner Tochter den Kopf abschiessen. Hat sie gesagt, ja, ist gut. Weil er gewusst hat, was er kann. Und darum, gebt mir die Chance, weil ich weiss, was ich kann. Und ich muss nichts mehr neu beweisen. Wie darf der Wiese, wird es besser gehen. Tun das einfach miteinander, verstehst? So, eben, bla 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 bla. Ich muss lachen, es ist als ob ich es extra machen. Hey, schau mal, 2 zu gross wieder, genau 2. Vorgestern 2 zu klein, und jetzt 2 zu gross, das ist ein Spiel. Hey, nein, so richtig surreal. So geil. So, ich habe jetzt gerade entschieden, ich tue mir erlauben, das mal beide Weiden zusammenzulassen, dass es grösser ist, aus 2 Gründen. Also ein Grund ist sicher, auf dieser Weide hat es noch genug zum Fressen. Ich hätte sie auch so einfach da lassen können, aber dann wäre ich am Sonntag noch mal rausgekommen. Und so haben sie mir geglaubt, sie haben dort einen Baum, sie haben da oben einen Baum. Das heisst, wenn es wirklich so kommt, schiffen, wie es ansagt, haben sie viele Bäume, viel Platz genug zum Essen. Wie gesagt, da könnten sie noch gut noch einen halben Tag verbringen. Und so kann ich es mir erlauben, nachher, wenn ich heute fertig bin, einfach das Wochenende fertig zu haben. Vielleicht sogar erst am Dienstag raufzukommen wieder. Am Dienstag, also ich komme sicher vorher schauen, aber nächsten Dienstag ist wieder schön. Das heisst, ich kann nächsten Dienstag in aller Ruhe beim schönen Wetter alles wieder umweiden. Und dann komme ich sowieso in eine neue Zone und so. Und genau, darum tue ich mir jetzt erlauben, so eine grosse Weite auszumachen. Ja, weil, nichts ist falsch, sagt man. Alles ist richtig. Und ja, so viel Spatzigkeit, so viel Spielraum gibt es in keiner anderen Theorie als in der Permakultur. Darum kann ich mir erlauben, an Gott zu glauben. Nein, ich meine an mich selber zu glauben. Es ist 20 ab 9 und es fängt langsam an, so richtig regnen, aber noch nicht fest. Und ich bin fertig. Nicht mit den Nerven, sondern mit dem Umzäunen. Hat der Strom schon eingeschaltet. Der Trimmer ist im Stall. Und jetzt, hey, sag ich euch alle, gehe ich heim, ein bisschen weitermachen. Also gemütlich in der Stube, tue ich weiter designen. Weil es ist alles nur designt.
Ob jetzt gut oder böse, ist alles nur Design. Und. Ich habe noch so viel gehabt, was ich wollte sagen. Oh, es ist alles verschwommen. Sind das meine Brillen oder ist das die Kamera? Hey, mein Nattel geht langsam der Schnuff auf. Sorry. Der Andreas tut sich erlauben, jetzt 2 Wochen an mir zu glauben. Ich habe mit ihm die Abmachung getroffen, dass ich mir 2 Wochen gebe, zum die Kurve kratzen. Und wenn ich die Kurve kratze, dann schaffen wir jetzt alles, der Andreas und ich. Aber heute, jetzt gerade, kann ich mir erlauben, wie gesagt, in der warmen Stube zu sitzen. Und der macht sein Ding. Weil während ich am Scharfsten machen war, bin ich in seiner warmen Stube. Weißt du, das ist miteinander, nebeneinander, als Nachbarn. Da in der Ersten. Also, wenn ich mir helfen könnte, das zu unterstützen und die Kurve zu kratzen, dann wird auch der Andreas geholfen. Also 2 mit 1. Ist ja besser als keins. Ach Andreas, schön geht's dir. Danke fürs dein Glauben. I wake up every morning, every night I go to bed. Like everybody I was born in, like everybody someday I will get. Ich sage euch, es ist kalt. Aber ich fange die Woche, beende die Woche so, wie ich es angefangen habe. Und ich habe noch mit dem Mischa abgemacht. Mischa, ich zeige dir noch ein Sachen. Da der Stall zum Beispiel ist ja richtig kaputt. Ich würde mich freuen, wenn du und der Jamie und Mischa, wenn ihr vorbeikommt, schauen. Aber ich kann noch sagen, schau mal, der Boden ist auch kaputt. Das muss geflickt werden, unbedingt. Und das ist oben auf der Prioritätliste der Brauerei. Wichtig ist aber zuerst, dass der Boden geflickt wird, weil da drauf sollten nachher 2 Container kommen. Ein Container für die Metzgerei, ein Container für die Brauerei. Und dann das Dach später kann man dann später machen. Aber wenn der Boden richtig gut gemacht ist, ist schon mal sehr viel gemacht. Der Boden muss auch noch auseinandergenommen werden und geflickt werden, damit die Mauer nicht mehr einstürzt. Ja, das sind alles so Sachen, die man noch machen muss. Jetzt aber, einfach damit wir darüber geredet haben am Ende vom Video, ich gebe mir noch 2 Wochen der Zeit. Die Timeline, maximal 2 Wochen der Zeit, wenn ich es schaffe, die Kurve zu kratzen und den Triester zu retten, schaffe ich es in den nächsten 2 Wochen. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist es vorbei und ich laufe davon. Davonlaufen wäre für niemandem gut und für gar nichts. Ja, wenn du, vor allem gäbe es dann kein Himmel in der Riester, kein Garten auf Eden. Wenn du willst, dass es aufhört, sofort, dann kannst du vorbeikommen. Wenn du nicht willst, dass es aufhört und du auch daran glaubst, dass ich und alles drum und dran, was passiert und ich mit dem Universum zusammen kann Himmel auf Erde kreieren, da in der Riester, wir fangen da an, dann bitte unterstütz mich, hilf mir, weil jetzt gerade brauche ich deine Hilfe, um die Kurve zu kratzen. Wenn es dir egal ist, dann ist es egal, dann machst du weiter. Schön hast du geschaut, danke vielmals. Vielleicht lässt du ein Like, ein Kommentar oder du dich abonnieren. Es braucht nicht viel, ich bin sehr nah dran, weil, wie gesagt, ich bin nicht nur am Videos schneiden, ich bin auch vieles anderes am machen. Und alles, was ich mache, geht darum, für Himmel auf Erde. Und nicht für mich, sondern für uns alle. Glaube ich dran, weil ich bin ein Teil von der Natur und die Natur macht nichts für sich selber. Jetzt kommt noch ein lässiges Bildchen. Like the sun arising and the sun going down, it's all working to a pattern. Irgendjemand hat mir da als Säck aus dem Ding raus. Die Schlitzohren! Esel sind so Schlitzohren. Die haben mir Kisten aus dem Bar rausgemacht und rausgelegt. Also ich nehme an, es sind Esel. Ja, Schlitzohren, die machen mir Arbeit. Drum, eben, es ist kalt, räume ich jetzt schnell auf und sage Tschüss, ciao, wieder schauen, nächste Woche wieder. Und dann, ja, werden wir weiter sehen. Wir werden sehen, was passiert. Wir nehmen es, wie es kommt. Ich bin auf starken Glauben und starke Hoffnung, dass es gut kommt. Weil, hey, hallo, für das sind wir da, damit es super wird. Hey, miteinander! Angreifen! Problem sind da zum Angreifen und lösen. Ha! Und wer mich kennt, weiss, ich bin kein Böse. That keeps the whole thing going round. Alright.
Oh, und das ist verdammt wichtig zu sagen. Schön geht's dich. Du machst die Welt zu einem besseren Ort. Ja, genau, du. Und was mich betrifft, ich habe jetzt sowieso keine Zeit und kein Geld zum Bar weiterführen, gerade aktuell. Also mache ich die Bar jetzt definitiv zu für den Winter. Also die Tafel, Selbstbedienungstafel ist weg. Es gibt keine Bar mehr da vorübergehend, aber nur vorübergehend, weil ich will auch nicht mehr, dass die Esel da alles rausnehmen. Also tue ich den Fass vorne an, alle Fässer vorne an. Und eins ist wichtig. What defines us is how we will rise after falling. Und weißt du was? Ich bin zwar umgekehrt, aber ich bin nicht vom Wind verweht. Ich werde alles schaffen. Und es wird Himmel auf Erde geben. Ihr werdet es sehen. Danke für eure Unterstützung. Bis bald! Down better